Kennt ihr das? Da gibt es eine Sache aus der Kindheit, die kann man einfach nicht wegwerfen. Meist ist sie mit einer schönen Geschichte, einer besonderen oder interessanten Begebenheit verbunden. Ich habe euch so etwas mitgebracht. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit ist dieser Filmprojektor. Meine Oma hat ihn meiner Mutter geschenkt. Sie wollte ihrer gehörlosen Tochter, also meiner Mutter, damit Stummfilme zeigen, weil Fernsehfilme für sie nicht zu verstehen waren. Später bekam ich ihn dann. Als ich Kind war, haben wir immer die Nachbarskinder eingeladen und die Rollläden heruntergelassen. Das war dann wie im Kino. Wenn meine Eltern alles vorbereitet haben, war ich immer schon so aufgeregt und es war schön, gemeinsam die Filme zu schauen. Heute ist unser Ziel, eine gehörlose Person zu finden, die auch so eine Sache aus der Kindheit hat. Und herauszufinden, welche Geschichte dahinter steckt. Wir sind hier im Münchner Stadtteil Haidhausen, wo ein Gottesdienst für Gehörlose stattfindet. Mal sehen, ob wir eine gehörlose Person finden. Hallo, haben Sie eine Sache aus Ihrer Kindheit, die Sie aufgehoben haben? Haben Sie so etwas zu Hause? Ich kann leider kein Interview geben. Danke trotzdem. Noch einen schönen Tag. Ciao. Nein, ich habe nichts aufgehoben. Gar nichts? Alles weggeworfen? Durch den Umzug in eine Wohnung habe ich vieles, was ich gesammelt hatte, aussortiert und weggeworfen. Nein. Hallo. Kennen Sie die Sendung Sehen statt Hören? Guten Tag. Wir möchten gerne wissen, ob Sie eine Sache aus Ihrer Kindheit aufgehoben haben und die vielleicht noch zu Hause haben. Ich habe nichts mehr. Nee, ich habe nichts. Und Sie? Alte Sachen. Na klar, habe ich. Dürften wir Sie jetzt besuchen? Jetzt? Ja. Na ja. Wir würden dann jetzt mitkommen und filmen. Habt ihr ein Auto? Ja, dann schon. Wie heißen Sie denn? Peter Funke. Ich werde demnächst 89 Jahre alt. Und nächstes Jahr dann 90. Fahren Sie alle zusammen mit einem Auto? Ja, das steht da um die Ecke. Wo ist Peter? Auto in die Garage und dann kommt gleich. Das hier ist mein Arbeitszimmer. Früher war hier das Zimmer von meinem Sohn. Und wo ist dein Sohn jetzt? Er ist leider gestorben. Mit 26 Jahren. Nach seinem Tod habe ich das Zimmer dann als Arbeitszimmer übernommen. Ist das dein Sohn auf dem Foto da? Ja. Er war gehörlos. Er starb mit 26 Jahren an einem Gehirntumor. Wie bist du mit dem Verlust deines Sohnes umgegangen? Ich habe getrauert. Vor 2 Jahren ist dann auch meine Frau verstorben. Jetzt bin ich allein. Witwer und allein. Da ist sie noch sehr jung. Nö. Hier unten. Ach ja, das war, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben zuerst in Dresden geheiratet. Dann haben wir einen Ausreiseantrag gestellt, um nach München zu ziehen. Das waren 10 Monate Kampf mit den Behörden. Und dann hatten wir endlich die Genehmigung und sind nach München. Ich bin 1933 geboren. 1939 hat dann der Krieg angefangen, der Zweite Weltkrieg. Da war ich 6 Jahre alt. Das heißt, du hast den Krieg als Kind miterlebt? Ja, das war eine schwere Zeit.
Ich hatte Glück. Einmal bin ich knapp dem Tod entkommen. Es gab einen schweren Bombenangriff auf Leipzig. Ich bin schnell in den Keller gerannt. Bei diesem Angriff wurde das Haus getroffen und komplett zerstört. Mein Glück war, dass ich im Keller war. Dort bin ich zunächst heil geblieben. Aber durch die Zerstörung oben gab es einen Wasserrohrbruch und der Keller lief voll Wasser. Wir standen 2 Stunden lang brusthoch im Wasser und es gab keinen Abfluss. Es war Dezember und das Wasser war eiskalt. Das war ein Schock. Ein hörender Nachbar, der Gehörlosenlehrer war, holte mich zu sich in die Wohnung, die zum Glück nicht getroffen war, damit ich mich wieder aufwärmen konnte. Ist dann noch mehr passiert? Ein zweites Erlebnis war 1945. Am 8. Mai war ja das Kriegsende. Einen Tag zuvor, am 7. Mai, war ich in einem Lager bei Kipsdorf. Das ist südlich von Dresden. Von dort wurden wir vertrieben. Ich war damals in der Hitlerjugend und trug Uniform. Weil die Russen immer näher kamen, wurden wir von dort vertrieben. Wir sind also geflohen, und zwar nach Teplitz-Schönau. Die Russen kamen aber immer näher und wir wurden aus der Luft angegriffen. Auf den Straßen war allerlei Kriegsmaschinerie unterwegs, die aus Russland zurückgezogen worden war. Wir liefen auf Wegen neben der Straße. Sobald der Alarm ertönte, dass ein russisches Flugzeug im Anflug sei, um auf uns zu schießen, warfen wir uns in den Straßengraben. Da ich nicht hören kann, nahm mich eine hörende Frau an der Hand und zog mich von der Straße. Auf einmal wurde die Frau in den Kopf getroffen. Auch da habe ich Glück gehabt. Die Frau lag also neben dir. Etwa 15 Minuten später kam ein Lehrer, der mich aufgefordert hat, wieder aufzustehen. Ich habe ihm die tote Frau neben mir gezeigt. Aber er meinte nur, lass sie liegen, wir müssen weiter. Das war schlimm. Und wohin seid ihr dann gelaufen? Nach Dresden. Aber die Stadt Dresden war total zerstört. Alles war kaputt. In der Nähe von Dresden sind wir dann 2 Wochen geblieben. Es gab ja keine Verkehrsverbindungen mehr. Dann kam ein Dampfschiff, mit dem wir auf der Elbe bis nach Meißen mitfahren konnten. Das war ein richtig altes Dampferschiff, das voller Flüchtlinge war. Auf der Fahrt nach Meißen sahen wir auf der Elbe viele Leichen deutscher Soldaten schwimmen. Auch viele tote Pferde schwammen da. Die hatten ganz aufgeblähte Wasserbäuche. Und Leiterwagen aus Holz schwammen da. Die Elbe war furchtbar verdreckt. Denkst du noch daran? Hast du manchmal Albträume davon? Ja, ich erinnere mich sehr genau. Sowas kann man nicht vergessen. Ich hatte wirklich einen Schutzengel, der mich 2-mal vor dem Tod gerettet hat. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du damals als Kind bekommen hast? Also, da drüben habe ich noch ein paar alte Sachen. Hast du noch was? Ein altes Auto. ...1939, ein Geschenk von meinem Vater, da war ich ganz klein. 39? Wie alt warst du da? Da war ich 6 Jahre alt. Warum hast du ausgerechnet dieses Auto aufgehoben? Es ist ein Geschenk meines Vaters und es erinnert mich an meine Eltern. Hattest du eine gute Beziehung zu deinem Vater? Oh ja, wir haben uns geliebt. Auch meine Mutter hat mich geliebt. Ich war ihnen wichtiger als die anderen Geschwister. Das lag sicher auch daran, dass ich wegen meiner Gehörlosigkeit das Problemkind war und ziemlich behütet wurde. Ich hatte einen ganz schönen Dickkopf. Alle anderen waren ja hörend, ich der einzige Gehörlose. Jedenfalls war ich stur. Gibt es vielleicht noch ein Foto von damals mit dir und diesem Auto? Oder von deinen Eltern und der Familie?
Das war meine Mutter. Und das mein Vater. Ich war das Lieblingskind meines Vaters. Die 3 hörenden Geschwister bekamen nicht so viel Aufmerksamkeit von ihm. Weil ich taubstumm war, kümmerte er sich besonders um mich. Mein Vater ließ ein Ölgemälde von mir anfertigen und schenkte es mir. Es erinnert mich bis heute an ihn. Das war 1936. Wenn deine Eltern dich so bevorzugt haben, gab es dann auch Konkurrenz oder Eifersucht bei deinen Geschwistern? Nein, wir verstehen uns bis heute als Familie prima. Auch mit der jüngsten Schwester verstehe ich mich gut. Da bin ich im Urlaub, auf Abenteuerfahrt. Du liebst Autos, stimmt's? Oh ja, ich bin ein Autofanatiker. Ich bin mit meinem Auto verheiratet. Ich liebe mein Auto. Ohne Auto könnte ich nicht leben, absolut nicht. Auch zum Gottesdienst heute bin ich mit dem Auto gefahren. U-Bahn oder Straßenbahn fahren kommt gar nicht in Frage. Ich fahre immer mit dem Auto. Wie und warum hat deine Liebe zum Auto begonnen? Angefangen hat alles mit dem kleinen Auto, das mir mein Vater geschenkt hat. Das Auto hat alles ins Rollen gebracht. Und das ist bis heute so. Ich habe im Laufe der Zeit bestimmt 20 verschiedene Autos gehabt und viele Modelle ausprobiert. Ich habe auch 15 Jahre bei BMW als Modellbautechniker gearbeitet. Ich bin autoverrückt. Hast du deine Reisen immer mit Frau und Kind unternommen? Nein, meist nur mit meiner Frau. Unser Sohn ist ja gestorben. Und davor? Auch mit meiner Frau. Hier, sie war immer dabei. Du hast also nach dem Tod deines Sohnes mehr Reisen unternommen? Davor nicht so, eher danach. Ja, das stimmt. Kann man sagen, dass das Reisen so etwas wie Trauerverarbeitung für dich war? Das war Ablenkung. Die Reisen haben uns von der Trauer abgelenkt. Das war wichtig für meine Seele, um wieder Lebensqualität und Freude zurückzubekommen. Nicht zu Hause rumhocken, sondern rauskommen und sich ablenken. Du wirst ja nächstes Jahr 90. Wie hast du es geschafft, so fit zu bleiben? Ich danke Gott dafür. Gott hat mich immer begleitet. Ich bin immer zur Kirche gegangen, egal ob evangelisch oder katholisch. Ich habe mich da an meinen Vater gehalten. Auch er war immer in der Kirche. Das hat mich geprägt. Der Glaube tut meiner Seele gut. In der Kirche fühle ich mich wohl. Auch heute in der Gemeinschaft mit den Gehörlosen. Das tut mir gut. Danke für deine interessante Geschichte und dass du uns die Sachen gezeigt hast. Vielen Dank.